Für uns aber ist dieses Budget 2022 eigentlich ein Budget vom politischen Stillstand. Ich meine, ich meine, Plagiat vom Gilles Roth, den hat das manchmal morgen oder damit den auch so gesagt, das war aber nicht express. Ich hatte doch so viel gesehen. Wir sind auf jeden Fall auch verstanden mit denen. Der politische Stillstand. Für uns setzt keine neuen Akzente und hat keine Ambition. Und vor allem geht die großen Defien nicht mit denen als Gesellschaft als Meinung nach konfrontiert ist. Für uns als die Linke gibt es 3 zentrale politische Herausforderungen, auf die wir ganz schnell Antworten brauchen, und nicht an 15 oder 15 Jahren. Erstens, die von der sozialen Gerechtigkeit, der Bekämpfung von der Armut, den Inegalitäten und der sozialen Exklusion. Zweitens, die von der Logementskrise und drittens die Herausforderungen an der Umweltzerstörung, dem Verlust von der Biodiversität und natürlich dem Klimawandel. Wir haben eine Sozialkrise, wir haben eine Wohnungskrise und wir haben eine Umweltkrise. Natürlich sind es 3 Krisen, mit denen eng verbunden sind. Es sind Urgenzen, die nicht warten können. Denn wir müssen direkt und unmittelbar umgehen. Wo all verlorene Woche am Mond die Situation verschlimmert und irremediabel Schuld verursacht. Das ist für uns ein Hintergrund, für den wir dieses Budget lesen. An so einem Kontext von Urgenz kann an der Politik nicht ein Jahr lang am Leerlauf laufen. Und trotzdem ist es genau das, was wir heute gesehen haben, was wir heute herauslesen. Wir brauchen nicht just ein paar neue Ideen für das Logementsproblem an den Griff zu kriegen. Wir brauchen eine nationale Offensiv beim Bau von öffentlichen Wohnungen, einen effektiven Mieterschutz, eine radikale Bekämpfung von der Spekulation und einen kategorischen Paradigmenwechsel bei der Steuerpolitik an dem Bereich. Wir brauchen nicht just eine punktuelle Erhöhung von sozialen Hilfen für den Armutsproblem in diesem Land zu lösen. Wir brauchen strukturelle Reformen bei der Arbeitsmarktpolitik, bei der Individualbesteuerung, beim Mindestlohn und bei den kleinen Renten. Es wird nicht durchgehen, ein paar Subventionen und Prämien zu verteilen, für den Klimawandel abzuhalten. Wir brauchen kollektiv Antworten und grundlegende Changements an unserer Art und Weise, für zu produzieren und zu konsumieren. Das ist der Grund, für was wir meinen, dass dieses Budget nicht auf der Höhe ist von seiner Zeit oder von seinen Herausforderungen, die sich unsere Gesellschaft und auch uns als Politik stellen. Die 3 Krisen sind eigentlich miteinander verbunden und sind für uns auch eine Klasse froh. Großteile von den Schaffenden, mehr auch von den nicht schaffenden Leuten, weil es nicht für ihn Access zu einer Arbeit, auch von der Welt, haben mit einer Situation zu kämpfen, die von hinten von den ewigen Klassen imposiert wird. Beispiel vom Logement weist das auf eine evidente Manier. Eine kleine Minorität von Entrepreneuren, Promoteuren und Spekulanten diktieren Spielregeln. An ihrem Sinne schaffen wir eine Situation im Wohnungsmarkt, die die Mittelschichten unter Druck setzt und die sozial Schwachschichten carrément erstickt. Wir können nicht akzeptieren, dass die einen immer mehr aufgehangen sind und die anderen wollen nicht wissen, wo sie ihren Reichtum sollen anlegen. An diesen an muss die öffentliche Hand die Konflikte, und das sind Sozialkonflikte, umgehen, für einen Ausgleich zwischen den Lebensrealitäten zu sorgen. Mit diesem Budget möchte die Regierung eiser Lektüre no dat net. Herr Präsident, ufenke würde ich mit der ungespannter sozialer Situation, an denen doch ganz bescheiden, aber an zaghafte Versicht von der Regierung dem irgendetwas entgegenzusetzen. Armutsindikatoren stagnieren auf einem ganz hohen Niveau heute zu Lützeburg mit 17% von den Menschen hier im Land, die dem Armutsrisiko an der sozialen Exklusion ausgesetzt sind. 2020 ist den Tod zwar nicht weiter hochgegangen, Gott sei Dank, mehr verschiedene nicht-monetäre Indikatoren weisen aber auf eine weitere Verschlechterung von der sozialen Lage hin. Auch die Inegalitäten zwischen Arm und Reich bleiben weiterhin auf einem historisch hohen Niveau, genau wie den Tod von der Working Poor, das heißt die Leute, die trotz Arbeit an der Armutsfall gefangen sind. Den Tod von der Working Poor, der rund bei 12% zu Lützeburg leidet, als für uns skandalös, aber besonders bedenklich. Wenn die Arbeit nicht mehr für Armut schützt, dann ist sie grundlegend Fundament von unserer Gesellschaft auf froh gestellt. 17% von den Leuten, die an Armut leben oder dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, das sind rund 125.000 Menschen hier im Land. 125.000 Menschen, die tagtäglich struveln. Und zu denen ganz viele alleinerziehende Mammen und Pappen gehören auch noch ganz viele Kinder und Jugendliche. Und das an einem von den materiell und finanziell reichsten Ländern der Welt. Es ist nicht akzeptabel, dass die Politik sich damit zufrieden gibt, den Armutsrisiko bei 17% zu stabilisieren. Ziel muss es sein, den Tod so nah wie möglich bei 0% zu bringen und das so schnell wie möglich. Das muss unser Anspruch
sinn. Der Explosion vun den Energiepreiser dann gëtt an diesem Budget auch nicht Rechnung gedrohen. Du merkst den, wie weit sich die Regierung schon von den sozialen Realitäten am Land entfernt wird. Ein paar 100 Euro mehr für Gas und Strom als für ganz viele Menagen zu Lützeburg kein Klacks. Du musst ihnen eine Reaktion weisen. Die Erhöhung von der Allokation de vie chère, die vorgesehen ist, kann das nicht abfangen. Wir haben an dem Kontext schon Forderungen hier im Parlament gestellt, da fordern noch weiter dringend Mesuren von der Regierung für die sozial schwachste Städte über die Wand zu helfen, langfristig froh von der Energiearmut eine Priorität anzuraumen. Die Reaktion von der Regierung auf die soziale Situation resümiert sich auf ein paar Einzelmesuren. Neben der Erhöhung von der Allokation de vie chère nach Reindexierung vom Kannergeld sowie gratis Essen an den Schulkantinen und gratis Maison Relais. Das sind für uns aber punktuell Schüsse aus der Hüfte, die keine strukturellen Probleme lösen, an denen nicht darüber heraus auch nach Unambition fehlt. Notamment bei der Reindexierung vom Kannergeld tun wir ja einen eigenen Gesetzesvorschlag deposiert, den eine Erhöhung von 10% vorgesehen am Platz von denen 2,5%, die die Regierung plant. Dafür sind mir ganz klar, die sozialen Mesuren von der Regierung gehen nicht weit genug. Es geht den Gefühl nicht los, dass hier just ein paar Bonbons verteilt gehen, weil die Regierung es gerade nicht, gerade für nötig hält, ihre soziale Profil zu stärken. Ich will auf dieser Platz noch ein ganz kurz Klammer abmachen. Die Tendenz für allem an der Familienpolitik für Geldleistungen durch Sachleistungen zu ersetzen verfolgt, für uns auch ein Ziel, und zwar das, Frontalien auszuschließen. Die Frontalien, die mit ihrer Arbeit zu unserem Reichtum beitragen, an denen hier wichtig geht durch die Pandemie, nach einmal mehr in der Strachgauf. Die sollen immer Männer dürfen und die Beneficer teilhaben. Für uns ist das wirklich ganz problematisch, weil die weitgreifenden Konsequenzen hat. Konsequenzen auf die Kohäsion vom Salariat, Konsequenzen auf die Entwicklung von der Großregion. Man so tricken, die europäischen Regeln von der Nichtdiskriminierung auszuhebeln, widerspricht darüber heraus dem Solidaritätsgedanken. Wir können nehmen und die Regierung appellieren, sich darüber nach einmal Gedanken zu machen. CSL hat dann auch vollkommen ragen an, wann sie von der Regierung abstellen, von einem Plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale fordert. Genau wie am Bereich vom Klimabereich an einem Klimaplan abgestaltet gouf mit sektoriellen Zielen und Mesuren, so muss auch am sozialen Bereich eine präzise Strategie ausgeschafft gehen, anstatt posieren dazu haut eine Motion. Merci, Madame Oberweis. Nee, das ist falsch. Falsch sein, entschuldigt. Lo, hi, voilà. Fein, merci. So, das hatte ich kein Gerät mehr gehabt. Beide Herausforderungen verdenken und verlangen dieselbecht, sowohl Klimakrise wie eben noch Sozialkrise, dieselbecht politische Aufmerksamkeit an Gegenmaßnahmen müssen übrigens, und das als fast Konviktion, eng mit denen verbunden sind. Die Thematik von den Energiepreisen ist dafür eine ganz gute Illustration. So einen Plan dann für die Armutsbekämpfung misst eine präzise Analyse von der Situation vorausgehen, mit einer Identifikation von den verschiedenen Zielgruppen an den unterschiedlichen Problemen, mit denen sie konfrontiert sind. Nicht misst an Zusammenarbeit natürlich mit den wichtigsten Akteuren aus dem sozialen Bereich ausgeschafft gehen, an einen klaren Timing und noch klare Mesuren beinhalten. Und natürlich auch mit den nötigen budgetären Ressourcen dotiert. Ein mehr strategischer Problem kennt ein viel mehr gezielten politische Aktion ermöglichen und auch den Betroffenen endlich eine konkrete Perspektive bieten. Ich kann auf dieser Platz nicht auf die ganz viele Baustellen am sozialen Bereich angehen, ich will aber nur ein paar nach kurz annehmen zu den Elementen, die unserer Meinung nach dringend müssen auf die Liste geholt gehen, als eine grundlegende Reform von der sozialen Inklusionspolitik und natürlich vom Revis, eine strukturelle Erhöhung vom Mindestlohn, dafür von einer staatlichen Jobgarantie für Langzeitschommerin, Dunjewen von der Mindestpension und natürlich eine Logementspolitik, die diesen Numm verdenkt, sowie eine Reform von der Individualbesteuerung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Finanzminister, zu den größten Versäumnissen von dieser Koalition gehört, ohne Zweifel, hier Unfähigkeiten, sich auf eine Steuerreform zu einigen. Wir bedauern das wirklich ganz, ganz tief. Mit dem Konstat, dass wir an diesem Land ein großes Problem mit der Steuergerechtigkeit haben, stehen wir lange als Link bis für ein paar Jahre ziemlich lang am Wahlkampf 2018
waren wir praktisch noch die einzige Partei, die das ständig thematisiert hat. Umso mehr freut uns, dass der Constat mittlerweile von immer mehr Deputierten in der Parteien gedeelt wird und noch von Experten draußen, die nicht unbedingt dem linken Spektrum ungehören. Für das Clip erklärt zu suchen, die Krokodilstränen, dass die Pandemie leider eine tiefgreifende Steuerreform unmöglich gemacht hat, halten wir für nicht immens glaubhaft. Wir verstehen schon, dass in 2020 an einer Situation, wo ich nicht richtig wusste, wo es hingehen, keine so strukturellen Reformen lancieren. Das ist als eine Evidenz. Mir nicht hat verhindert, dass den Derbischen am Hintergrund weiterlaufen gelassen hat. Vierelo, wo ich schon eine viel bessere Sicht auf die Zukunft hat, können Elmats Kap zu machen. Daneben brauche ich noch nicht zwangsläufig budgetär Spielraum dafür. Eine Reform, die für allem auf Steuergerechtigkeit ausgerichtet ist, kann durchaus auch neutral konzipiert gehen. Der Grund, für was dann in dieser Legislaturperiode keine Steuerreform mehr soll kommen, sehen wir viel mehr an der Unfähigkeit von dieser Koalition, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Das ist als Analyse, die ist nicht ganz originell. Mit dieser Koalition hat wahrscheinlich kein gemeinsames Gesellschaftsprojekt mehr. Das heißt dann noch, dass der Lohn nach 2 Jahren soll, für sich hingewurstelt gehen, dass diese Budget ist übrigens eine gute Illustration dazu, an der Gerechtigkeiten, die ja strukturell sind, ob man es bis 2025 weiterlaufen gelos gehen. Multimillionären dann können sich also über weiter 3 Jahre freuen über den niedrigen Spitzensteuersatz an all möglichen Exonerationen bei den Kapitalrevenuen, die weiterhin die nächsten 3 Jahre so werden weiter bestehen, während bei den niedrigen und mittleren Löhnen all Indexanpassung zu einer Steuererhebung feiert. Das ist ein politischer Schwur. Das ist auch nicht neutral. Für den das Koalition, also für den das Koalition bei den nächsten Wahlen muss richten. Zumindest hat er aber keinen Sinn am Kader von diesem Budget punktuell Anpassungen machen. Der Gilles Roth hat das morgen auch schon zum Teil angeschwärzt. Beim Budget letztes Jahr war doch das Niveau und Ambition zumindest am Aussatz zu erkennen. Beispiel Monoparental. 40% von den alleinerziehenden leben an der Armut oder sie vom Armutsrisiko betroffen. Aber Martine natürlich auch Kinder. Wir kennen das Zule seit Jahren. Sie sind schockierend, und ich meine noch ehrlich, dass sie keinem Heibannen egal sind. Und dafür verstehe ich auch nicht, wie wird nicht zumindest mal der Kreditimpôt monoparental neu, wie wird nicht mal, pardon, der Kreditimpôt für die Monoparental neu ausrichtet. Wir wissen alle gut, dass er nicht weit genug greift, weil der Montant nicht hoch genug ist und so viel schnell aufgeht, weil sie Weltalimenter gege geraschen gin. An zumal auch weil gerade die net kreen, die am meisten brauchen, weil Leute mit niedrigem Einkommen ganz oft gut keine Steuererklärung machen. Für so dringend steuerliche Mesuren wie die heutigen, ich könnte danach pur abzählen, brauche ich keinen riesigen budgetären Spielraum. Und das nicht immens kompliziert. Trotzdem finde ich so Mesuren an diesem Budget nicht irre, weil es dafür manifestement keine politische Volontät von dieser Regierung gibt. Herr Präsident, wenn ich von Armut oder sozialer Exklusion schwätze, dann ist den Elefant am Raum natürlich das Logement. Ganz viele Probleme am Land drehen sich rund um die katastrophale Situation um Wohnungsmarché oder hängen direkt oder indirekt mit hier zusammen. Die Wohnungspreise und Loyen klammen mit einer dramatischen Vitesse, bei denen Salären und Pensionen schon lange nicht mehr kommen. Zwischen 2009 und 2019 ist der Mindestlohn rund 25% geklommen und Durchschnittslohn über 40%. Am selben Zeitraum haben sich die Wohnungspreise verdoppelt. Die Rechnung ist schnell gemacht. Hier die ganze Bevölkerungsschichte, für allem die lohnen müssen, carrément enteigend durch ein Phänomen, das sie nicht verursacht haben, mit dem sie schutzlos ausgesetzt sind. An diesem Budget sind mehr Moyen. Das stimmt für den öffentlichen Wohnungsbau vorgesehen. Die Depensen vom Logementsfonds sollen von 173 Millionen dieses Jahr auf 327 Millionen 2022 bald verdoppelt gehen, laut pluriannuell auch an den nächsten Jahren auf dem Niveau bleiben. Wir erkennen das an, wir begrüßen das natürlich, so wie wir doch an einer rezenten Initiative vom Logementsminister begrüßt haben, dass das in die richtige Richtung geht. Wir auch eine Verdoppelung will nicht heschen, wenn der Ausgangspunkt ganz niedrig, will nicht viel heschen, pardon, wenn der Ausgangspunkt ganz niedrig ist. Laut der Berechnungen von der Regierung soll mit den Moyen ungefähr 800 öffentliche Wohnungen pro Jahr gebaut gehen. Das heißt,
dass an dem Rhythmus den aktuellen Bedarf von 30.000 Wohnungen, die lo gebraucht gehen, recht 2060 aufgedeckt werden. Generell gilt, die zaghaft Schritte an die richtige Richtung, ja, vom Logementsminister kommen 20 Jahre zu spät. Anfang der 2000er Jahre wäre man an einer Situation gewesen, wo eine konsequente und kontinuierliche Steigerung vom öffentlichen Wohnungsbau hat einen Einfluss haben und hat etwas wirklich bewirken. Allo, nachdem die Politik dem freien Markt jahrzehntelang nur geguckt hat und kann schon am Putz leid, wird der Impact voraussichtlich ganz überschaubar sein. Ein Problem in vielen ist, dass die öffentliche Hand beim Bau auf den Privatsektor angewiesen ist. Die könnt mit denen Suen aus dem Fonds Spezial auch nach Bauland kaufen, wenn irgendwann denken, muss die den Terrain viabilisieren. Und das geht im Moment just mit Hilfe von privaten Baufirmen. Die Baufirmen, die in der Regel auch genau dieselben sind, die die Wohnungsmarkt insgesamt beherrschen. Ohne öffentliche Baugesellschaft kriegt der Prozentsatz von öffentlichen Wohnungen nicht substanziell an Lot. Auch das fordern wir schon seit Jahren. Mit Bauen von öffentlichen Wohnungen geht sowieso nicht durch. Qua stößt so tief am Dreck, dass man just noch mit radikalen Mesuren rauskommen. Aber was man mehr lang warten, was kann immer mehr tief am Dreck stehen bleibt, aber was man immer mehr radikale Mesuren brauchen. Die Regierung muss schnellstens ein Paradigmenwechsel bei der Besteuerung am Bereich vom Logement erlauben und Spekulation wirksam ausbremsen. Am Jahr 2021 geht es nicht mehr durch, just einfach eine Reform von der Taxe foncière unzukündigen, die damit viel Chance soll ab 2024 greifen. Letztes Jahr hat man auf Mons noch ein timid Baisse vom Amortissement accéléré. An diesem Budget fehlt sogar da jegliche Mesure. Und dann zur Situation von den Leuten, die müssen lohnen. Es muss kein Hellseher sein, für zu wissen, dass 12 von den Lokatären an den nächsten Jahren nach Wert stark klammen. Das sind nicht just Berufsaufhänger, die vorübergehend lohnen, bis dass sie sich etwas kaufen können. Das sind ganz Bevölkerungsschichten, für die es schon rein mathematisch unmöglich ist, mit ihrem Salär jemals in eine Wohnung zu kommen. Und schmengen, habe ich auch schon oft gesagt, dass die meisten von uns wahrscheinlich in so einer Situation sind, aber wenn das so wäre, da gehen wir vielleicht ganz andere Mesuren ergreifen. Das sind wirklich die Leute, die von der Wohnungskrise betroffen sind und erstickt gehen. Zu wissen, dass du dein ganzes Leben musst lohnen und dein disponiblen Einkommenswert mit all Loyerserhöhungen reduziert gehen. Zu wissen, dass du dir kein Kanner kannst erlauben, weil du ihnen kein Zimmer kannst bezahlen. Das schafft eine Perspektivlosigkeit, die dramatisch ist und auch die Mänglisch kennen die meisten von uns nicht. Wir brauchen ganz dringend einen effektiven Mieterschutz und für allem eine substanzielle Reduzierung von den Loyern. Jahrzehntelang sind Proprietären hier im Land beschützt und gehemelt gehen. Und dann ist es endlich Zeit, etwas mit Lokatären zu machen. Die könnt ihr gerne als Proposition de loi überholen oder einen eigenen Vorschlag machen, wie wann es klifft, macht etwas. Herr Präsident, ein Paradigmenwechsel ist auch im Bereich des Umweltschutzes paterneidisch. Der Verlust von Biodiversität und der Klimawandel repräsentieren eine existenzielle Gefahr für die Menschheit und Zeit lebt. Die Landwirtschaft, wohlverstanden nicht den individuellen Bauer, aber das System, das vom Staat mit seiner Subventionspolitik gefördert wird, als den Hauptauslöser vom Verlust von Arten an der Verschlechterung vom Zustand von Eisegewässer. Die Regierung verändert ihre Politik aber nicht und sperrt Bauern weiterhin an einer wirtschaftlich wie ökologisch nicht mittragbaren Logik an. Die Strategie an der Landwirtschaft für den Zeitraum 2023-2027 weist ganz deutlich, dass die Regierung sich lernt, Verantwortung zieht, ihre politische Spielraum nicht nutzt, sondern einfach beim Status quo bleibt und so weiterführt. Ziel bis 2025 20% Biolandwirtschaft zu erreichen, wird Text wahrscheinlich auch nicht erreicht gehen, so wie es ausgesagt. Haut leider bei rund 5%. Der Klimawandel dann repräsentiert eine existenzielle Gefahr für die Menschheit und noch da lebt Zeit. Und die Menschheit tut sich immens schwer, darüber eine adäquate und effiziente Antwort zu finden. Für was? Weil die Grundprämisse vom kapitalistischen Wirtschaftssystem, an dem wir tief dran sind, dem Klima- und Naturschutz diametral gegenüberstehen. Das kann ich nicht oft genug sagen. Fossile Energieträger am Boden lassen, Ressourcen schonen, den Konsum senken, auf Flächen der Natur überlassen. Das alles sind Maßnahmen, die mit dem Konzept von der Profiterwurstungsmaximisierung nicht vereinbar sind. Der Illusion vom geringen Kapitalismus, der ja Profitstreben von privaten Akteuren mit dem Umweltschutz verbunden, aus unserer Meinung nach dann auch zum Scheitern verurteilt.
Weil geringe Kapitalismus tatsächlich funktionieren, müsste man eigentlich heute zu Lützeburg müssten CO2-Emissionen am freien Fall sein. Dann sind sie aber nicht. Das ist echt davon auszugehen, dass sie weiter werden klammen. Was aber dann noch ein Kehr zusätzlich urlich ob Feuer geist als von der geringe Kapitalismus dann auch nach die bestehenden Inegalitäten zwischen Bürgerinnen und Bürger verstärkt. An der Grof töcht armer Reich verdeft. All Initiativ am Klimaschutz, die über Subsidien an indirekt Steuern laufen, helfen denen die Apps hun, aber strofen die indirekt die nicht tun. Wir verstehen das Raisonnement von der Regierung mit der CO2-Steuer. Wir halten sie aber trotzdem für kontraproduktiv. Für die meinen wir, dass der Kreditanbau als soziale Aufforderung ungenügend ist, umso mehr, wenn er nicht laufend angepasst wird. Mit dem Problem können wir mit ein bisschen guten Willen noch besseren beheben. Die eigentliche Schwachstelle leidet zwischen anders. Für das die Steuer tatsächlich eine Langwirkung hat, so wie das der Regierung wie das sich von der Regierung gedurcht ist, müssen sie ja an den Portemonnaie schlagen. Aber weil sie beim Geringverdiener mehr an den Portemonnaie schlägt, wie bei dem großen Verdiener agiert die potenziell Langwirkung von der CO2-Steuer für allem bei denen am niedrigen Einkommens, während die Langwirkung bei den hohen Einkommens gegen null tendiert. Geringverdiener sind aber nicht die, die am meisten Emissionen produzieren, und sind noch nicht die, denen hier Emissionen nach viel können nur innen. Die hier Emissionen können nach viel nur innen können drücken. Diese Menschen hier Emissionen sind aktuell nicht oder wenig kompressibel. Umgedreht gehen die am meisten Emissionen produzieren, und noch eigentlich die nötigen Voraussetzungen haben, hier Emissionen effektiv und massiv zu drücken, am meisten von der CO2-Steuer unter Druck gesetzt. Das Resultat ist, dass den Dummer, der diese sozioökonomische Inegalitäten verschärft, ohne eine entscheidende Wirkung auf die Emissionen zu haben, und dass den zusätzlich dazu nach starkem Widerstand gegen den Klimaschutz an der Bevölkerung eventuell produziert. Aber wenn dir die Steuer nicht grundsätzlich auf froh stellen, dann holt sie ob man es an den Index ran, so wie wir das auch schon ein paar Mal gefordert tun. Mit zurück zu den Budgetdepensen. Was steht dann eigentlich am Staatsbudget in Sachen Klimaschutz? Wenn ihr sich den Klimafonds anguckt, dann muss ich vielleicht mal festhalten, dass die Aufwaren über die Jahre immer weiter geklommen sind. 2013 waren das 366 Millionen am Fonds, Anfang 2021 knapp 750 Millionen. An andere Werte, während Bekämpfung von der Klimakrise international zu einer absoluter Priorität ging, hat als Regierung die dafür vorgesehenen Milliarden für eine Spurbix gesammelt. Lo, wo man schon bald am Rückweg der Mauer stehen, hat sie dann dezidiert, die so noch zu nutzen, um den nächsten Jahren da waren dann noch aufzubauen. Mal gucken, ob ihr das gelingt, weil das alles anders wie sicher. Von den 262 Millionen und Ausgaben, die der Fonds voraussichtlich soll 2022 machen, sind 126 Millionen vorgesehen für Nationalmesuren und 80 Millionen für internationale Mesuren. Obwohl bei den nationalen Mesuren noch immer einen großen Teil an äußerst kritikabel Subventionen und Primen gestochen gehen, erkennen wir aber durchaus die Volonté vom Umweltministerium, mehr an Produktion von erneuerbaren Energien zu investieren, und das ist auch gut so. Auf dem Posten sind am Platz für 7 Millionen für das nächste Jahr 30 Millionen vorgesehen. Mehr eine Energietransition werden mit diesen Montants relativ schwer hinkriegen. Das ist schon richtig, dass die Klimapolitik von der Regierung nicht allein auf die Ausgabe vom Klimafonds reduzieren. Es muss all die Investitionen natürlich vom Staat gucken, auch wenn du nicht immer richtig zu erkennen ist, was eine Klimapolitik ist, aber nicht. Da spielen eine Rolle die Depensen vom Klimafonds, vom Umweltfonds, vom Fonds de Rei, von Delen vom Fonds de Route an Depensen von den einzelnen Ministerien. Wir haben aggregiert Zahlen, die die Regierung ohne Detail avanciert. Zahlen, die am Knack genannt gehen, und Zahlen, die am Kader von den ESG-Emprunt kommuniziert gehen. Aber wenn ihr noch nachvollziehen, was davon umgesetzt wurde, geschweige dann, was die einzelnen Deler tatsächlich an Emissionen angespurt haben, ist das relativ schwer nachzuvollziehen, und dann ist es schnell verloren. CSL weist du am Empfänger effektiv auf die richtige Plans, weil das alles schafft Verwirrung ermischt, dass die einfachen Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wissen, was sie sollen von der nationalen Klimapolitik halten. Die einen regen sich darüber ab, dass angeblich phänomenal Summen an den Klimaschutz fließen, und die anderen regen sich darüber ab, dass das alles just Greenwashing ist und dass die Regierung nichts möchte.
Wir geben alle Guten darunter gewonnen, weil wir mehr Klarheit hätten. Das ist ein Kruzialthema. Dafür muss ich Transparenz schaffen für den öffentlichen Debat rund um den Klimaschutz, um eine mehr objektive und Transparenzbasis zu stellen. Für uns bleibt bei der Lektüre von diesem Budget aber klar, dass die Regierung den Echt von der Klimakrise noch nicht genug vorhält. Für uns bleibt auch der Constat valabel, dass die Regierung noch immer nicht seine Verantwortung will überholen und noch immer der Kampf gegen den Klimawandel zu viel als individuelle Responsabilität gesagt, als kollektiv und politisch Aufgabe. Wir geben uns zum Beispiel wünschen, dass die Regierung die energetische Renovation mal endlich staatlich organisieren. Der Regierung dämmert ja so los viel, dass hier Politik an dem Bereich versucht wird. Mit die ungekündigten Reformen gehen als do nicht weit genug. Wir werden aus der Link bei diesem Thema weiter um Ball bleiben, auf Vorschläge machen, die Energieaussparung mit der sozialen Froh verbannen. Wir geben uns auch wünschen, dass nicht just Photovoltaik bei Privathäusern subventioniert wird, sondern dass doch der Staat auf all seinen Dächern so Anlagen installiert und dass Produktion und Distribution von der Energie überhaupt zurück und die öffentliche Hand geht. Wir geben uns zum Beispiel auch wünschen, dass alle Ministerien den Klimaschutz als eine transversale Priorität angesehen, weil er Sache Politikkohärenz für den Klimaschutz als da noch immens viel Sput nach oben. Herr Präsident, dass die Regierung die öffentlichen Investitionen generell ganz hoch hält, begrüßen wir natürlich voll und ganz. Unabhängig von der konjunkturellen Situation muss ich auch feststellen, dass wir da enormen Nachholbedarf haben. Ähnlich wie beim Klimafonds sollen noch bei den anderen Fonds Reserven aufgebaut gehen. Auch das begrüßen wir, weil der Staat als ja kein Spurverein. Seine Zukunft vielleicht aus seinen Investitionen von Haut. Die Projektionen von Depensen sind aber aus Erfahrung zu relativisieren, weil sie ja generell immer zu viel heiß angeschätzt gehen, par rapport zu dem, was du nur auch tatsächlich realisiert wird. Feststellen muss ich aber auch, dass mit diesem Budget ganz wenig transnationale Investitionen getätigt gehen. Da das zwar nicht neu ist, kann ich aber trotzdem bedauern. Für allem bei den Verkehrsinfrastrukturen aus der größten Versäumnis, mehr auch an andere Bereiche, können die wichtige Synergien mit den europäischen Regionen schaffen. Notamment muss Lützeburg die angrenzenden Gemeinden am nahen Ausland mehr proaktiv unterstützen. Darunter hat Schiedverein und Nanterre. Auch die Menschen hier am Land. Und das gibt die Coquille vide von der Großregion Molewenig mit Inhalt füllen. Herr Präsident, wenn ihr über Investitionen schwätzt, kommen wir als Link natürlich auch nicht allein, für über die unsäglich und ständig steigenden Militärausgaben zu schwätzen. Auch hier hat es am Budgetentwurf für keine wirklich Transparenz, weil du schlussendlich all mögliche Ausgaben zusammengerechnet gehen. Wahrscheinlich wird das Militärbudget 2022 aber 450 Millionen Euro überklammen. Als Rappel 2014, wo die heutigen Dreierkoalition angetreten war, lange bei ungefähr 200 Millionen Euro. Das ist schon erstaunlich, wie ein Verein kann am Staatsbudget Hunderten von Millionen Euro finden, wenn der nötige politische Willen da ist. Seit Anfang der Pandemie goufen hier im Parlament militärische Ausschaffungen von rund 1,5 Milliarden Euro votiert. Was uns aber am meisten schockiert, ist, dass es für diese riesigen Budgetsausgaben keine Zielsetzung ohne Rechtfertigung gibt und dass sie in fine auch noch kontraproduktiv sind. Wir als Link sind nicht der Meinung, dass eine Verteidigungsausgabe soll auf null raufsetzen. Dafür kennen wir die Geschichte nicht mehr allzu gut. Wir sind für eine Verteidigungspolitik, die den Numm auch verdient. Nämlich eine Politik, die ausschließlich auf Verteidigung vom europäischen Territorium ausgerichtet ist. Und dementsprechend dann auch mit einem Verteidigungsbudget ausgestattet ist, den sich an allein diesem Ziel ausgerichtet ist. Wir lehnen alle Formen von militärischem Interventionismus auf, mit der Ausnahme vielleicht von Blauhelm, Friedensmissionen unter der Autorität von den Vereinten Nationen. Des Weiteren lehnen wir vehement die aktuelle Abrüstungspolitik auf, die heißt, die kontinuierlich eine rasante Steigerung von den Militärausgaben, die als einziges Resultat hat, dass andere Nationen und Regionen auch Werte massiv abrüsten. Mehr sicher geht die Welt dummer nicht. Verlierer sind wir am Endeffekt alle Guten. Obwohl es gibt nicht just Verlierer, es gibt noch Gewinner, nämlich die Aktionäre von den Rüstungskonzernen. Die aktuelle Politik ist absurd, NATO erfindet oder exageriert Bedrohungspotenziale für ihre eigene Existenz und Abrüstung zu justifizieren. Und wir laufen dummer. Auch die EU-Politik an dem Bereich ist nicht auf Verteidigung ausgerichtet, mehr auf den Abbau von Interventionskapazitäten. Wann ich ein bisschen mehr ruhig?
Es geht darum, mit Militärersatz auf andere Kontinente wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, wie man das an der Last auch ein paar Mal konnten thematisieren. Ich zitiere an dem Kontext Kommissionspräsidentin von der Leyen am rezenten État de l'Union. Man kann die am weitesten entwickelten Streitkräfte der Welt haben, doch wenn man nie bereit ist, sie einzusetzen, wozu sind sie dann gut? Was uns bisher zurückgehalten hat, sind nicht nur fehlende Kapazitäten, es fehlt auch der politische Wille. Das ist très bien. Das fand ich gut, das fand ich mir absolut nicht gut, weil das ist kein Verteidigungs... Ah, und da rein. Ja, dann ist es gut. Wir sind das ja oft nicht eins. Aber der Oberweis wird das und da rein. Wir sind das ja eins. Auf jeden Fall, das für uns keine Verteidigungspolitik, das für uns eine imperialistische Militärpolitik, was sie da undeut. Und das Regierung riecht als Armee genau darüber aus. Das lehnen wir kategorisch auf. Und zu Recht, wenn ihr guckt, welche menschliche Misere das an der Regel provoziert. Was Welt, Investitionen von Haut, die Projektionen von Depensen sind aber aus Erfahrung zu relativisieren, weil sie ja generell immer zu viel heiß angeschätzt gehen, par rapport zu dem, was du nur auch tatsächlich realisiert wird. Feststellen muss ich aber auch, dass mit diesem Budget ganz wenig transnationale Investitionen getätigt gehen. Da das zwar nicht neu ist, kann ich aber trotzdem es bedauern. Für allem bei den Verkehrsinfrastrukturen aus der größten Versäumnis, mehr auch an andere Bereiche, können die wichtige Synergien mit den europäischen Regionen schaffen. Notamment muss Lützeburg die EU-Grenzen Gemengen am neuen Ausland mehr proaktiv unterstützen. Darunter hat Schiedverein und Interesse. Auch die Menschen hier am Land. Und das gibt die Coquille vide von der Großregion Moleweinisch mit Inhalt füllen. Herr Präsident, wenn ihr über Investitionen schwätzt, kommen wir als Link natürlich auch nicht ernst, für über die unsäglich als ständig steigenden Militärausgaben zu schwätzen. Noch heute hat es am Budgetentwurf für keine wirklich Transparenz, weil du schlussendlich all mögliche Ausgaben zusammengerechnet gehen. Wahrscheinlich wird das Militärbudget 2022 aber 450 Millionen Euro überklammen. Als Rappel 2014, wo die heutigen Dreierkoalition angetreten war, lungen wir bei ungefähr 200 Millionen Euro. Das ist schon erstaunlich, wie ein Verein kann am Staatsbudget Hunderten von Millionen Euro finden, wenn der nötige politische Willen da ist. Seit Anfang der Pandemie kaufen hier im Parlament militärische Ausschaffungen von rund 1,5 Milliarden Euro votiert. Was uns aber am meisten schockiert, ist, dass es für diese riesigen Budgetsausgaben keine Zielsetzung ohne Rechtfertigung gibt und dass sie in fine auch noch kontraproduktiv sind. Wir als Link sind nicht der Meinung, dass eine Verteidigungsausgabe soll auf null raufsetzen. Dafür kennen wir die Geschichte nicht mehr allzu gut. Wir sind für eine Verteidigungspolitik, die den Numm auch verdient. Nämlich eine Politik, die ausschließlich auf Verteidigung vom europäischen Territoire ausgerichtet ist. Und dementsprechend dann auch mit einem Verteidigungsbudget ausgestattet ist, den einzig an allein diesem Ziel ausgerichtet ist. Wir lehnen alle Formen von militärischem Interventionismus auf, mit der Ausnahme vielleicht von Blauhelm, Friedensmissionen unter der Autorität von den Vereinten Nationen. Des Weiteren lehnen wir vehement die aktuelle Abrüstungspolitik auf, das heißt, die kontinuierlich eine rasante Steigerung von den Militärausgaben, die als einziges Resultat hat, dass andere Nationen und Regionen auch Werte massiv abrüsten. Mehr sicher geht die Welt dummer da nicht. Verlierer sind wir am Endeffekt alle Guten. Obwohl es gibt nicht just Verlierer, es gibt auch Gewinner, nämlich die Aktionäre von den Rüstungskonzernen. Die aktuelle Politik ist absurd, NATO erfindet oder exageriert Bedrohungspotenziale für ihre eigene Existenz und die Abrüstung zu justifizieren. Und wir laufen damit. Auch die EU-Politik an dem Bereich ist nicht auf Verteidigung ausgerichtet, mehr auf den Abbau von Interventionskapazitäten. Ich ein bisschen mehr ruhig. Es geht darum, mit Militärersatz auf andere Kontinente wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, wie man das an der Last auch ein paar Mal konnten thematisieren. Ich zitiere an dem Kontext Kommissionspräsidentin von der Leyen am rezenten État de l'Union. Man kann die am weitesten entwickelten Streitkräfte der Welt haben, doch wenn man nie bereit ist, sie einzusetzen, wozu sind sie dann gut? Was uns bisher zurückgehalten hat, sind nicht nur fehlende Kapazitäten, es fehlt auch der politische Wille. Das ist très bien. Das fand ich gut. Das fand ich mir absolut nicht gut, weil das ist kein Verteidigungs... Ah, und da rein. Ja, dann ist es gut. Wir sind das ja oft nicht eins. Aber der Oberweis wird das und da rein. Wir sind das ja eins. Auf jeden Fall,
Das für uns keine Verteidigungspolitik, das für uns eine imperialistische Militärpolitik, was sie da undeut. Und das Regierung riecht als Armee genau darüber aus. Das lehnen wir kategorisch auf. Und zu Recht, wenn ihr guckt, welche menschliche Misere das an der Regel provoziert. Wen Welt wirklich will mehr sicher machen, den investiert an Entwicklungszusammenarbeit, an Bekämpfung vom Klimawandel, an den Umweltschutz, an den Vereinten Nationen, an nicht an Spionagesatelliten, an Tankfliegerinnen. Herr Präsident, ich will dann unabhängig zu der Gesundheitspolitik sagen. Berechtigterweise steht im Moment alles am Zeichen von der Covid-Pandemie. Mit der soll aber nicht daran hindern, auch die strukturellen Fragen von der Santé zu gesehen an am Arm zu halten. Und da sehen wir eine ganze Kopf von Herausforderungen und Fehlentwicklungen. Das ist kein Geheimnis, dass die kapitalistischen Akteure die Gesundheit schon mehr lang als Profitgeschäft am Visier haben. Bis zu 20.000 Milliarden schwer soll das Geschäft mit der Gesundheit weltweit laut OCDE sein. Und vom Appetit von privaten Akteuren als auch Lützeburg nicht geschützt. Gesundheitstech nennt sich die pseudodemokratische Struktur, die die Konferenz Nationale de Santé ersat hat, und die soll den neuen Plan de Santé ausschaffen und begleiten. Am Gegensatz zu der Viergängerstruktur präsidiert nicht mehr die demokratisch legitimierte Gesundheitsministerin, da bestimmt de facto der AMMD, die Assoziation von der liberalen Doktoren. Hier geht er von der AMMD, mit Hilfe von privaten Consulting-Firmen. Oberweis, die muss zum Schluss kommen. Ich habe eine Motion ergehen. Ich möchte mehr Zeit tun. Ich habe zu der Motion geschwärmt. Probiert für Sie los zum Schluss zu kommen. Ich meine, das ist da einfach. Ich gehe mal mehr. Ich hatte gemeint, ich gehe mal ein bisschen mehr los. Bon, Sie konnten fort, gell, Herr Präsident. Dann, bon, ich übersprang dann wenig. Ich komme dann einfach zur Konklusion. Seit dem Frühjahr 2020 kämpfen wir mit der Covid-Pandemie, die also bis zuletzt global 900 Personen Leben gekostet hat, aber bei tausenden Leuten zu schlimmen gesundheitlichen Problemen gefordert hat. Als Gesundheitspersonal steht seit dem Anfang unter großem Druck, und viel politisch Energie hat müssen an den Kampf gegen das Virus gestartet gehen, und noch viel budgetär Moyenne. Das ist eine außergewöhnliche Situation, die als alle Gute ganz viel verlangt hat. Wir dürfen als Politiker und als Bürgerinnen und Bürger nie vergessen, dass das nicht die einzige Herausforderung ist, mit der wir heute konfrontiert sind. Für ganz viele Leute hier im Land als Covid just eine weitere Sorge, die sich zu vielen anderen Sorgen dabei stellt. Den Premierminister Xavier Bettel hat aus seinem Etat de la Nation gesagt, dass die Herausforderungen rund um den Klimawandel, die hohen Wohnungspreise, soziale Probleme immer mehr akut gehen, und hat auch gesagt, dass man Lehren aus der Pandemie ziehen und dass man neue Wege gehen. Wir warten nach immer auf die Lehren aus der Pandemie. Ich war ganz gespannt darüber, wo man ihm nur gelauscht hat, und hat Ball geklungen wie eine Kopie von unserer Analyse, weil das machen wir link seit Jahren so mit das. Wir beim Premier sind das manifestement echt ein locker Kommunikationsexerzice mit eitlen Flosken. Weil aus engen Aussprüchen gemäß aus diesem Budget 2022 ganz weit weg von dem, was wir brauchen. Dafür stimmen wir auch dagegen. Ich will aber nicht fortgehen, ohne trotzdem dem Rapporteur merci zu sagen, und auch dem Minister merci zu sagen, und bravo für sein Engagement, auch wenn wir am Kontinu nicht immer auferstanden sind. Trotzdem bravo und alles Gute auch für seine Zukunft.